Servus, Glück auf und herzlich willkommen. Ja, Leute, es ist soweit. Ich werde heute Abend zum ersten Mal zum Thema FC Bayern und dem Thema rund um Fußball live auf Twitch sein. Auf meinem neu erstellten Kanal redmunich-13 findet ihr mich auf Twitch und ja, da werden wir heute Abend 19 Uhr mal richtig reingehen in das Thema. In diesem Video möchte ich euch mal mitnehmen, was ich mir so vorstelle, was ich mir für die Zukunft vorstelle, ähm, was ich aber auch von euch erwarte zum Thema Verhalten im Chat und warum Twitch und nicht YouTube. Also, was könnt ihr erwarten in den Streams? In erster Linie, ja, wir sind nun mal ein FC Bayern-Kanal. In erster Linie werden wir uns die vergangene Woche anschauen, die Ergebnisse, gehen da vielleicht nochmal auf das ein oder andere Thema ein. Natürlich werden wir aber auch einen allgemeinen Blick auf die Bundesliga-Ergebnisse samt Tabelle werfen und so weiter, dass wir das mal ein bisschen interpretieren. Und ja, ich denke, da gibt's ja auch schon die eine oder andere Überraschung. Ähm, Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Wir können uns aber auch mal die Champions League ein bisschen genauer anschauen, solche Geschichten. Ansonsten werden wir natürlich dann aber auch einen Ausblick wagen auf die kommende Woche und die kommenden Spiele, wo wir schon mal ein bisschen drauf eingehen können. Und ansonsten gibt es in erster Linie natürlich erstmal die allgemeinen Themen, die rund um den FC Bayern da sind. Ich denke, Max Eber, Jerome Boateng, da haben wir schon genug Themen, die tagesaktuell sind. Aber selbst wenn diese Themen nicht da wären, haben wir ja aktuell genug Themen. Ja, ob es Tell ist, ob es Kimmich ist, ob es unsere Innenverteidigung ist, ob es unsere Torwartposition ist. Es ist ja nicht so, als hätten wir keinerlei Baustellen. Ja, also wir haben ja aktuell so viele Themen, über die wir diskutieren könnten. Wir könnten das Thema Uli Hoeneß aufmachen. Und so weiter und so fort. Es gibt eine Menge Themen, die wir besprechen können. Ja, also da könnten wir wahrscheinlich schon safe die nächsten 20 Streams planen. Also von daher ist da genug Content da, den wir besprechen können. Ja, inwieweit sich das dann zieht oder nicht, liegt natürlich an euch. Ja, ich freue mich natürlich, wenn ihr da seid und wir auch über ein Thema diskutieren dann im Chat. Ähm, ja, 19 Uhr geht's los. Geplant sind 3 Stunden bis 22 Uhr. Es kann aber auch mal eine halbe Stunde länger oder Stunde länger werden. Oder mal eine halbe Stunde kürzer, wenn mal irgendwie nichts groß da sein sollte. Was ich jetzt für die ersten Streams nicht erwarte. Ja, ich werde das Ganze jetzt mal so 3, 4 Wochen antesten. Wir gucken mal, wie das anläuft, wie die Resonanz ist. Soll ich da natürlich in 4 Wochen mit 3 People sitzen? Ja, ist natürlich schön für die 3 People. Ähm, Weil ich dann auf jeden Satz eingehen kann, der da im Chat gepostet wird. Aber es ist natürlich da nicht zielführend, ja. Von daher wird das auch ein bisschen auf eure Teilnahme drauf ankommen und auf euer Feedback. Das werden wir einfach sehen, inwieweit das angenommen wird, inwieweit es Spaß macht, mir und aber auch euch. Ja, das ist so der Plan. Ähm, Warum Twitch und nicht YouTube, ist ganz einfach. Wir können uns auf Twitch halt einfach auch mal ein Video anschauen, worauf ich reacte. Zum Beispiel, keine Ahnung, sind wir wieder bei dem Thema Transfers oder sowas. Ist ja ganz oft in den Kommentaren, ja, was sagst du zu dem Spieler, was sagst du zu dem Spieler? Ja, ich bin keiner, der von morgens bis abends Fußball schaut. Das war ich früher mal, ja, mittlerweile schaue ich nur den FC Bayern und ja, ich habe mir das Union Champions League Spiel angeguckt letzte Woche. Über sowas könnte man zum Beispiel dann auch mal quatschen. Ähm, Von daher könnte man dann sagen, ja, komm, wir gucken uns mal irgendwas zu dem Spieler an oder sowas. Ja, das geht auf Twitch, auf YouTube. Ja, YouTube schaltet dir den Livestream einfach ab, wenn du dir da irgendwelche Sachen anguckst, die Copyright sind, wo derjenige nicht möchte, dass man darauf reagiert und so weiter und so fort. Von daher erstmal Twitch. Wir werden aber sehen, wie sich das in Zukunft verhält. Ansonsten werde ich natürlich, sofern das möglich ist, wenn wir gewisse Themen behandeln, das Ganze dann auch auf YouTube nochmal hochladen, aus dem Stream heraus. Ne? Da muss ich mal gucken. Aber auch das bekommen wir in Zukunft alles hin. Ja, wie wird das Ganze ablaufen? Habe ich gerade schon gesagt. Ich werde in erster Linie dann erstmal auf eure ja, Chat-Nachrichten eingehen, so wie man es ganz normal kennt. Just Chatting, ja, Twitch, Bam. Wie lange wir dann bei einem Thema sind, hängt natürlich dann von euch ab, wie viele Leute daran teilnehmen, welche Meinung ihr habt und so weiter und so fort.
Aber das wird sich alles finden, da mache ich mir gar keine Sorgen. Ähm, für die spätere Zukunft, wenn das Ganze wirklich gut anlaufen sollte, wenn das Ganze, ja, eine gewisse Resonanz hat, könnte ich mir auch vorstellen, vielleicht so Richtung Rückrunde dann, dass ich auch mal den einen oder anderen von euch in den Discord hole, wenn da jemand Bock drauf hat und ja, wo man dann einfach mal zu dem einen oder anderen Thema dann auch mal direkt miteinander sprechen kann. Ähm, das kann ich mir sehr gut vorstellen, aber das wird dann natürlich auch nur so sein, dass ich da Leute holen werde, die schon länger dabei sind. Ja, also ich werde da nicht, wenn da irgendwie XYZ, der gerade einen Tag da ist oder so, mit denen werde ich dann nicht diskutieren, weil, du kannst die Leute nicht einschätzen, vielleicht wollen die dich nur trollen, wollen da nur irgendwelchen dummen Zeug von sich geben. Ja, das werden wir natürlich nicht machen. Aber nochmal, ich kann mir das in Zukunft vorstellen, wie wir das dann genau handhaben würden oder so. Das wird man dann sehen. Ja, aber das ist wirklich Zukunftsmusik. Wie gesagt, vielleicht ist kein Interesse da, es sind nur 3 Leute von euch pro Stream da. Dann brauchen wir über sowas erst gar nicht nachdenken. Aber ansonsten könnte ich mir das vorstellen. Anderes Thema, ähm, was ich mir in Zukunft vorstellen könnte. Ich werde eine Kategorie auf unserem Discord machen. Ähm, nenne ich dann irgendwie Reaction oder sowas. Und dann könnt ihr dort einfach Videos posten, wo ihr euch wünschen würdet, dass ich drauf reagiere. Natürlich nur zum Thema FC Bayern und Fußball. Ja, also ich werde dann da nicht auf irgendein anderes Zeug reagieren. Das wäre dann ein anderer Channel und ein anderer Discord. Aber ja, da nur zum Thema FC Bayern und Fußball. Ja, ansonsten ist natürlich jeder gern gesehen. Ja, damit kommen wir nämlich auch zum Verhalten. Ich weiß, wir haben hier viele Dortmunder, Schalker, sonst was. Wir haben ja hier genug Leute, die kein FC Bayern sind, die ja Interesse am FC Bayern haben und da gerne mal Meinungen hören. Und das ist für mich völlig okay, völlig fein. Und das geht natürlich auch im Stream. Ja. Auf der anderen Seite, ich meine, wir sind auf einer öffentlichen Plattform Twitch. Da sind nicht nur FC Bayern-Fans, da werden auch genug andere sein und da werden auch genug Bayern-Hater sein. Da müssen wir uns alle nichts vormachen. Weil wir sind nun mal ein Verein, der polarisiert. Es sind nicht alle so vernünftig wie hier zum großen Teil in den Kommentaren. Ähm, ja, das müssen wir auch mal gucken, wie sich das entwickelt, gerade so in der Anfangsphase. Ich werde natürlich die Leute wegbannen, ja, beziehungsweise die Mara, die wird da sein, die wird auf jeden Fall moderieren das Ganze. Ähm, und jeder, der irgendwie beleidigend wird im Chat, wird weggebannt. Es ist dabei scheißegal, ob es ein Dortmunder, Schalker oder ein Münchner ist. Ja. Auch ihr, das erwarte ich einfach von euch, habt euch da vernünftig zu verhalten. Wer das nicht kann, ich weiß, Fußball ist Emotion. Ihr, die hier seid, meine Videos guckt, ihr wisst, ich bin selber emotional, gerade nach dem Spiel werde ich auch schon mal beleidigend. Ähm, ja, das möchte ich halt einfach nicht. Wenn einer beleidigend wird auf Twitch, bin ich das und das reicht dann auch. Ja, da muss kein anderer noch beleidigend werden. Von daher wird da eine rigorose Linie gefahren. Das möchte ich von vornherein klarstellen. Nochmal, es ist egal, ob ihr ein Bayern-Fan seid, ihr habt da keinen Extra-Bonus oder sowas. Jeder kann Kritik äußern, ob Bayern-Fan, nicht Bayern-Fan. Ähm, wenn da aber provozierende Dinge kommen, die einfach nur darauf abzielen, das andere Fanlager zu reizen oder dazu zu bewegen, beleidigend zu werden, ähm, ja, dann wird weggebannt. Ja, da diskutieren wir auch nicht. Dafür ist mir die Zeit dann auch zu schade, darum zu diskutieren oder sowas. Deswegen sage ich das hier jetzt einmal ganz klar und offen. Ihr braucht mir danach auch nicht in Discord auf Eier gehen oder sowas, ja. Dann banne ich euch in Discord auch oder blockiere euch und dann könnt ihr mir nicht mehr auf Eier gehen. Also das möchte ich von vornherein klarstellen. Das Ganze soll auf einem vernünftigen Level ablaufen. Auch wenn es Thema Fußball ist, auch wenn es emotional sein kann oder mal wird. Gar keine Frage. Ja, aber ihr solltet schon so viel, wie nennt man's? Eigenverantwortung haben. Mir fehlt das Wort. Ich nehme jetzt einfach mal Eigenverantwortung haben. Und wenn ihr gerade beleidigend werden wollt, haut es nicht in die Tastatur, sondern schreit euren Monitor an und ja, lasst es da raus. Ja, das ist der bessere Weg. Weil ich habe keinen Bock da auf irgendwie so eine salty Community, die sich da gegenseitig beleidigt oder sowas.
Das können wir gerne im Stadion machen, da könnt ihr die Gegenseite beleidigen oder wie gesagt, schreit euren Monitor an, dann ist das auch völlig fein, das kriegt keiner mit und dann ist auch gut, ne? Ähm, ja, und es reicht, wenn einer da beleidigend wird und das bin dann, wenn das jemand ist, ich, ne? Ist nicht mein Ziel, ich möchte da auch nicht beleidigend werden. Ich lasse mich da auch nicht triggern von irgendwelchen, dummen Kommentaren im Chat, die werde ich ignorieren, werde sie dann halt wegbannen, kommentarlos oder die Mara bannt sie kommentarlos weg und ist, ja. Da müsst ihr euch keine Sorgen machen. Ihr wisst das aus den Kommentaren. Ja, man kann mich mit ein paar Sachen ein bisschen reizen, aber ja, Leute, das ist nicht direkt nach dem Spiel. Da bin ich reif genug, um das zu überlesen und, da noch drauf zu scheißen, ne? Aber das kommt natürlich dann auch ein bisschen so auf die allgemeine Stimmung im Chat und so an. Aber da müssen wir auch einfach mal gucken, wie sich das alles entwickelt, ja. Das kann ich alles nicht vorhersehen. Ich möchte halt nur klarstellen, dass ich das nicht tolerieren werde und ja, da dann auch rigoros, den Bannhammer schwingen werde. Punkt. Ja, ansonsten, freue ich mich riesig drauf. Ich bin sehr gespannt. Viele haben sich das gewünscht, ja, dass ich mal live streame zum Thema FC Bayern und zum Thema Fußball. Deswegen tue ich das. Ihr könnt da voll mit reingehen. Ihr könnt, sämtliche Fragen, die ihr an mich habt, in welcher Art auch Weise könnt ihr da loswerden. Das ist gar kein Problem. Dafür bin ich dann da. Und ansonsten werden wir, wie ich schon sagte, das Nachbetrachten der letzten Woche, das kleine Vorausschau für die kommende Woche. Ansonsten gehe ich auf ein paar Kommentare ein. Leipzig-Video hat 199 Kommentare, das wird den Rahmen sprengen. Da muss ich mal gucken, ob ich das vielleicht gleich noch mache und wir uns dann vielleicht ein paar Kommentare da dann noch mal raussuchen, wo wir dann im Stream vielleicht noch mal ein bisschen drauf eingehen. Muss ich mal gucken. Kommt drauf an, wie sich der Stream entwickelt, was wir für Themen haben. Natürlich könnt ihr da Themenvorschläge machen, das ist alles gar kein Problem, das kriegen wir alles hin. Seite, seht ihr im Hintergrund, redmonig_13, ist soweit schon mal erstmal der Grundaufbau fertig. Ich muss da natürlich noch Panels reinmachen, ich muss noch einen Bot einstellen und so weiter und so fort. Muss ich gucken, ob ich das alles im Laufe des Tages heute noch hinkriege. Ansonsten, ja, wird sich das in den Laufe der kommenden Streams dann alles noch ein bisschen finden. Ja, da müsst ihr euch auch keinen Kopf machen. Das kriegen wir alles hin. Und in diesem Sinne bin ich sehr gespannt, wer so da sein wird heute Abend. Wer nicht da sein kann, kann mir trotzdem gerne followen für die Zukunft vielleicht. Ja, und ich freue mich einfach drauf. Ich bin sehr gespannt, in welche Richtung es geht. Ob es irgendwie komplett Bambule wird oder ob wir da konstruktive Gespräche führen können. Wir werden sehen. Ich bin sehr gespannt. Und in diesem Sinne, Leute, rot-weiße Grüße gehen raus. Ich freue mich auf euch heute Abend. Tschüssi.